Da will ich schon den ersten Hops nehmen. Ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal mit einer neuen Folge «Komm mit», wenn ihr vielleicht im Hintergrund schon lesen könnt. Sunrise Festival. Wir sind heute dran. Genau. Rave ist natürlich angesehen, wir sind aber mit Edelsnus da. Und wenn du jetzt mal kurz die Tour geben, wie es aussieht. Gehen wir. By the way, es ist eine «Komm mit» Folge Edelsnus. Also wir werden euch rund um Edelsnus noch ein bisschen mehr erzählen. Da haben wir schon den ersten Dom. Da innen läuft glaube ich aber zwar noch nichts, wenn wir mal schnell hineinschauen. Also es sieht noch ziemlich ruhig aus da drin. Da sind sie immer noch am Aufbauen. Da ist nebendran schon viel mehr los. Ich denke, da werden der Roy und ich auch schön raven. Dann haben wir natürlich da wunderschöne Aussenbereiche, wo man hückeln kann. Wir haben jetzt gerade noch schönes Wetter verwünscht. Ich hoffe, das bleibt so über das Wochenende. Der Wetterbericht hat zwar nicht so gut angesagt. Das ist von Auszeit ist das. Und jetzt musst du mal da links rüber schwenken, schau das Panorama an. So, wenn ihr hier seht, wunderschöne Aussicht. Also nicht Lockpicks, sondern ich meine natürlich Berge. Wow, crazy. Brutal, brutal! Da gehen wir jetzt besser noch nicht rein mit der Cam. Mal, wenn du rechts raufschwenkst, Roy, haben wir gerade das Skigebiet noch vor Ort. Also man kann auch Skifahren, es ist wahrscheinlich ein bisschen sulzig, aber es hat für alle etwas. So, und jetzt sind wir dann gerade vor dem Stand, wenn ihr Beach Flags schon seht hinter mir. Da ist unser wunderschönes Ständchen. Direkt neben dem offiziellen Merch Store vom Sunrise Festival. Ihr könnt natürlich auch vor Ort kaufen, probieren ist gratis. Daneben dran sind natürlich das Casino, oder? Da bin ich daheim. Das ist mein zweites Zuhause sozusagen. Ich weiss nicht, ob man da schon etwas machen kann. Entschuldigung, kann man da schon spielen? Okay, wir warten noch, bis es trocknet. Aber wir kommen nachher nochmal. Da haben wir noch irgendwie einen Vicarus-Wein. Und da hinten ist dann glaube ich nur noch der Chill-Bereich. Und wenn du da hinten vorne sneakst, dann siehst du vielleicht noch den einen oder anderen deutschen Creator. Ja, Lothar! Hoi, Giovanni, warte, wie geht's dir? Schlecht. Schlecht? Schau, die Kamera ist hinter dir. Ich fahre 400 Kilometer, 5 Stunden hierhin. Nein, Scheiße. Ja, also sehen wir, Leute nehmen einen riesen Weg auf sich. Club. Alles für den Club. Der Techno Giovanni. Test 1, 2. Also, ich hoffe, ihr hört etwas trotz dem lauten Sound. Da hinter uns haben wir eine Panorama-Stage. Wenn ihr seht, wunderschönes Panorama. Und jetzt habe ich gesehen, da kann man noch taggen. Ich würde sagen, wir lassen hier noch einen Book of Easy Tag da. So, hätten wir uns auch verewigen hier auf dem Symbol. He? Ich weiss nicht, ob ihr es seht, aber der Schnee ist hure sulzig. Ich bin da mit meiner Air Force nicht so gut gewappnet. Aber wir gehen jetzt mal schauen zu den Quads, zu diesen Schneemobilen. Kannst du anscheinend auch fahren. Gehen wir mal reingüchseln. Digga, ist das wüst zum Laufen, Alter. Das ist doch zum Kotzen. Das hier hinten ist der Event vom Eligella, nehme ich jetzt mal an. Weil es sieht so ein bisschen aus wie ein Fußballfeld und da so ein Chill-Bereich für die Streamer. Es hat überall Kameras. Die haben hier so ein Live-Twitch-Event. Marc Egers haben wir vorher schon getroffen. Fotos kann man sonst irgendwo einblenden. Wir sind hier bei der Quad-Area, oder wie nennt man das da? Also das ist jetzt ein Moonbike. Das ist ein Moonbike? Jawohl. Und das, was er jetzt hier fährt, sind Bobsleighs.
Okay. Also es ist auch so wie ein Raupenfahrzeug und eigentlich wie ein Panzer wird das gefahren. Also links und rechts hat es eine Steuerung und das ist das sogenannte Elektro-Schneetöff, würde ich jetzt mal so sagen. Okay, cool. Und da kann jetzt jeder kommen und für ein bisschen Geld ein bisschen da im Schnee rumfetzen? Wir haben dann eigentlich das Ticket, das dazugehört, aber man kann es auch hier mit Bar oder auch mit, ja, Okay, wunderbar. mit, wie sagt man das? Mit der Mit Karte. der Karte. Genau. Super, nein, merci vielmals für die Auskunft. Danke, ein schönes Tag wünsche ich. Ja, es macht Spass. Super, wir können nur mal vorbeifahren. Danke. Also, wenn ihr gehört habt, ihr könnt hier fetzen, wenn ihr ein Ticket habt. Ist sicher lustig. Du hast jetzt sicher nicht immer so die Chance, um im Schnee mit so einem Schneepanzer oder einem Schneetöff zu fahren. Ich würde sagen, wir laufen mal noch weiter. Just call me back. You keep living on my mind, feel your soul inside. Also, ich habe es ja schon mal angetönt, die mich vom Stream schon kennen, die wissen auch, dass das Casino so, sehr beliebt ist bei mir. Wir haben jetzt hier gerade neben unserem Stand ein Casino. Und zwar das Casino St. Moritz, ist das richtig? Das ist richtig, ja. Und jetzt können wir hier spielen und etwas gewinnen, oder? Genau. Heute kann man nur gewinnen. Heute kann man nur gewinnen. Ja, also alle diese Tage hier kann man nur gewinnen. Du kannst dich auf eine Zahl stellen oder auf eine Farbe. Okay. Wenn du auf eine Zahl gewinnst, kannst du 50 Franken Spielguthaben. Alles 50 gut. Franken Spielguthaben gewinnen. Oder die super coole Brille, die du kannst anlegen heute Abend und die blinkt dann so farbig. Ah, okay, ja, das wäre auch etwas. Genau. Und wenn du auf die Farbe stehst und gewinnst, dann kannst du das Gadget aussuchen. Von diesen die weißen Brille, die cool mit der Sonne, mit dem Sonnendach. Ah, ja. Genau. Ist ja gut, dass wir jemanden nicht anschauen. Genau. Der Bag oder ein Cap oder ein USB-Stick oder 25 Franken Spielguthaben. Okay. Also wie gesagt, kannst nur gewinnen. Wunderbar. Also ich stelle mich einfach mal auf das 19, weil meine Zahlen sind immer 19, 19, 20. Jetzt schauen wir mal dort, was der Tisch meint. Komm, lass mich nicht im Stich. 19. 15. Scheibe. Es muss ja niemand ohne etwas heimgehen. Jawohl. Das heisst, du kommst ein Getränkegutschein über. Das ist flott. Du darfst im Casino mal eins trinken, ist ein Jahr gültig. Danke In vielmals. diesem Jahr Danke. wirst du sicher Wunderbar. schaffen, oder? Ja, sicher, das schaffen wir schon. Wunderbar. Danke vielmals für den Einblick. Danke. Wunderbar. Kann es effektiv nicht sein, oder? Ja, ein Snooze! Also, jetzt hinter der Kamera haben wir unsere Praktikantin Talissa. Wow, sie macht Close-Up-Shots. Ich bin auch gespannt, wie das rauskommt. Also, wenn ihr seht, es ist noch gar nicht so viel los da, außer der Schnee. Wenn du mal einen Schwenker rechts machst, siehst du das ganze Team. Einmal winken. Ja, schon ein bisschen happy aus. Ah, du musst arbeiten. Okay, ich bin auch am Arbeiten. Also, schauen wir mal, was da die ersten Snooze-Freunde rum hat. Entschuldigung, geschwind. Snooze ist euch ein Begriff? Ja, sicher. Früher, ja. Früher, also aufgehört, oder? Ja, aufgehört, In dem ja. Fall kann ich euch kein Müsterli Hol anbieten. ich nehme mal einen. Sehr Was gerne. hat ihr Was denn ist für der ein Unterschied? Angebot? Also, wir haben den Unterschied. Wir haben Minz, Stärke 2, das seht ihr immer an diesen Okay. Punkten Ah, hier. ja. Melone, Zitrone und bei unserem Stand haben wir noch die stärkeren. Ah, Melone. Probieren mal Melone. Ja, Ja, sehr gerne. Dankeschön. Merci. Danke auch. Geil. Jetzt können wir gerne das Feedback geben, wenn ihr ihn probiert habt. Danke, merci. Ich? Ja, was willst du? Willst du einen Snooze probieren? Ein Snooze? Ja. Also in dem Fall bist du aktive Snoozerin. Nein, ich bin aktive Raucherin. Dann würde ich dir schon einen empfehlen, 2, 3. Nimmst von jeder Sorte am besten ein Müsterli mit. Sieht das meine Mami nicht? He? Ja, außer sie ist auf YouTube unterwegs, dann vielleicht. Nein, schon nicht. Okay, Schau, super. warte, wie viel kann ich nehmen? Hat es nur Du kannst einen drin? unbegrenzt nehmen. Nein, es hat immer 2 Welcher Beutel ist am drin. stärksten? Der stärkste haben wir bei uns am Stand. Oder? Ich kann dir den angeben. Aber dann muss ich den ja kaufen.
Nein, ich schenke dir ein Döschen, wenn eins Ah, wirklich? willst du gerade mitkommen? Ja, unbedingt. Gut, wunderbar, dann gehen wir gerade zum Stand. I'm so falling into pieces. Also schau, wir haben hier unsere Sorte. Der stärkste, Onyx. Die Pünktchen, Ja. ist das so eine universale Richtlinie für die Ja, das ist so Stärke? eine universale Richtlinie, aber das Ding ist, jeder Snus-Produzent tut das anders werten. Also wir werten das jetzt so pro 5 Milligramm Nikotin aufs Gramm, 1 Punkt. Ja, nein, da komme ich natürlich raus, oder was jetzt meinst du mit dem? Also wenn ich, wenn ich in Schweden einen Snus kaufe und der hat volle Pünktchen, ist das gleich viel? Nein, da musst du dich informieren. Auf der Seite oder hinten dran auf dem Dösli sollte es stehen. Haut er mich hinten raus? Ich denke es schon, ja. Das ist schlechte Werbung. Nein, er muss ja. Nicht, dass ich da zusammen Nein. arbeiten, weißt du? Nein, das überlebst du schon, keine Angst. Also, meine Damen und Herren, all die zuschauen, wir haben hier Edelsnus Gold. Das ist unser Bestseller mit 20 Milligramm Nikotin aufs Gramm. Geschmack Menthol. Also für alle die nicht so gerne Geschmäcker haben wie Melone, Zitrone oder so, würde ich den empfehlen. Wir sind jetzt hier am zweiten Tag am Sunrise Festival. Wir haben jetzt hier den ersten Konsument. Was snusest du sonst normalerweise? Normalerweise Velograu. Velo Grau, okay, das ist ein bisschen eine Enttäuschung. Wir haben hier, wenn du ein bisschen auf die Seite stehst, haben wir hier unser Kühlschränkchen mit all unseren Sorten. Onyx, Bergkräuter, Eukalyptus, Cold, Minz, Menthol, Zitrus, Melone, Minz, Berry, Litchi und CBD. Jetzt, was hättest du gerne für einen Snus? Onyx. Onyx. Dann darfst du dir sehr gerne eins rausnehmen. So. Jetzt haben wir hier natürlich unser schönes Terminal, oder? Können wir hier einmal Onyx. Wunderbar. Danke vielmals für deinen Einkauf und ich wünsche dir viel Spaß. Merci euch. Merci. Test. Sorry, geschwind. Sind ihr Snoozer oder ist euch Snus ein Begriff? Gar nicht. Doch, mir ist ein Begriff. Dir ist es ein Begriff. Konsumierst du auch noch andere Nikotinprodukte außer Snus? Ja, Schnupf und Zigaretten. Schnupf, ja, da habe ich auch ein paar Kollegen. Kannst du irgendwie mehr auf Zigaretten und Schnupf verzichten dank dem Snus? Zigaretten ja, Schnupf weniger. Schnupf weniger. Nein, das ist ein Muss. Und welchen Schnupf schnupfst du am liebsten? Aprikot ist der beste. Okay, das ist der Klassiker. Willst du einen probieren? Oder darfst du auch sehr gerne von jedem ein Müsterli mitnehmen? Nein, ich nehme mal eine Zitrone damit. Super. Merci. Schönes Tag, ciao, ciao. Sorry, geschwind. Ist euch Snus ein Begriff? Kein sprechen Deutsch, Italienisch. Ah, Italienisch. Englisch? A little bit. English. You know snus? Snus, yes. Nicotine pouches? Do you snus or? No, just cigarettes. Oh, just cigarettes. You want to try one so you can reduce the cigarettes, or Let's try. you can take one sample of each flavor. This is mint. We have melon, citrus. This is menthol. Melon l'ho provato ieri, è buonissimo. Melon? Allora, let's try melon. Are you guests or are you an artist? No, you're a worker. You are a worker. Okay. Then have a nice festival. Thank you. Ah, you can open it, yeah. Then you have 2 pouches in there, and you put it under your upper lip. So, also ich muss sagen, heute hat es schon viel mehr Leute als gestern. Und da habe ich gerade gesehen, ein bekanntes Gesicht. Snus-Trend. Hallo zusammen, freut mich. Schön, dass ihr auch da sind. Wie geht's, wie steht's? Tipptopp, ja, das Geschäft läuft. Schön, dass ihr da sind, wie gesagt, und euer Snus verkauft. Edelsnus, einer von unseren Bestseller bei uns, also auf jeden Fall zu empfehlen. Also wenn ihr etwas Snus ausbestellt oder bei Edelsnus direkt, könnt ihr sehr gerne bei snustrend.com bestellen. Edelfisi 10 gibt es natürlich auch bei uns. 10% Rabatt, ganz genau. Jetzt wollte ich dich fragen, so, wie siehst du die Zukunft des Snus, gerade so insbesondere im Hinblick auf Regulierungen oder neue Innovationen? Wie siehst du es? Ja, ich hoffe sehr schwer, dass es bei uns in der Schweiz auch so wird wie im Norden. Ich meine, die tabakfreien Snus, jetzt gerade auch ein Edelsnus oder ein Velo, sind im Vergleich zum Rauchen super gesund oder viel weniger ungesund als Rauchen. Und ich hoffe auch sehr, dass da die Schweiz gute Regulierungen macht, damit wir da natürlich zum einen auch mehr verkaufen, aber zum anderen auch die Gesundheit von unseren Kunden dürfen schützen. Was denkst du, wann dürfen wir damit rechnen, dass sie die EU den Markt auftun? Weil momentan ist es ja in einer Grauzone. Genau. Also der Snus in Deutschland, oder besser gesagt in der EU,
geht unter Lebensmittel und das Lebensmittel mit Nikotin ist verboten. Jetzt denkst du, wird sich das überhaupt öffnen? Oder? Ich denke schon, Snus wird immer populärer. Ich denke, das sieht man auch bei uns in den Online-Shops, dass es sehr gut läuft und auch die Nachfrage ist da. Immer mehr fangen das nutzen. Ich hoffe, die Politik reagiert darauf und hoffe auch, dass das spätestens 2024 dann auch, wenn das neue Tabakgesetz in der Schweiz gemacht wird, auch in der EU etwas geht und wir auch dort das halb illegale oder die Grauzone auflösen können und das zu einem komplett legalen Produkt machen. Sehr schön. Danke vielmals für deine Zeit. Folgt ihm. Ich verlinke ihn unten auch in der Videobeschreibung. Snus-Trend auf Instagram folgen. Merci. Super, danke schön. Danke gleichfalls. Ich arbeite seit dem August bei Edelsnus in der Produktion und habe meinen Job auf der Baustelle aufgegeben. Die einen haben es vielleicht mitbekommen über Instagram, die mich aktiv verfolgen. Und jetzt seht ihr da, ich bin hier am Sunrise Festival. Lebt der Traum, oder? Also komm, wir gehen mal schauen, wo es überall Snus-Kühlschränke hat. Es wird vielleicht ein bisschen lauter, aber wir probieren das Beste. Da haben wir schon den ersten. Es ist schwer laut da drin, aber auf dem ganzen Festivalgelände, an jeder Bar, kann man sich das ausziehen. Sorry, schnell, darf ich eure Runde kurz stören? Ist uns Snus ein Begriff? Ja. Das ist uns der absolut beste Begriff, okay. der Welt gibt. Und was snuset ihr? Nein, komm. Nein. Okay, dann geht die Frage, wieso snuset ihr Velo? Velo sieht am attraktivsten aus. Mit Edel haben wir bis jetzt noch nicht so ganz gute Erfahrungen gemacht. Jawohl. Dann kannst du uns gerade vielleicht ein Problem schildern, dass wir das verbessern in Zukunft? Aus der Erfahrung war es trocken mir. Zu trocken? Ja, okay. Trocken. Wenn du jetzt eine Snus-Sorte aussuchen mit Geschmack und Stärke, was wäre das? Stark. Sehr stark. Und einen fruchtigen Geschmack. Hast du irgendeine spezielle Frucht? Kommt dir etwas in den Sinn? Nein, das ist mir gleich. Okay, wenn ihr noch Müsterli habt? Was ist der stärkste? Der stärkste, den wir haben, ist der Onyx. Ich muss den mal ausprobieren. Sehr gerne. Ja, nehmt nur. Nehmt so viel, dass ihr wollt. Verkaufen die auch da? Genau, wir verkaufen. Ein Döschen 5 Franken. Was? Ja. Ja, geil, Brüder. Geil. Die Leute haben gute Stimmung. Jetzt, wenn es nur noch anfangen, Edelsnus, dann ist alles top. Es gibt natürlich auch Leute, die nicht gefilmt werden, die haben schon eins an der Lampe, gell? Aber wir können ja mal schnell einen kurzen Zwischentest machen bei unserem ersten Kunden heute. Da ist unser erster Kunde heute. Und wie gefällt dir bis jetzt, Onyx? Gut. Ist gut. Was schmeckst du raus? Süße, wenn ich mit der Zunge dran gehe, finde ich geil. Das ist unser Markenzeichen. Da kann Velo nicht mithalten. Merci dir. Rohat, kennst du Snus? Ja. Nein. Willst du einen probieren? Nee? Willst du mitnehmen für jemanden? Auch nicht. Auch nicht. Was snust du? Gesund. Du snust nicht, wirst du mir sagen. Nein. Aber Sydney. Wer ist? Sydney snust, ne? Snus auch nicht. Wieso habe ich dann die Siberia-Dose gesehen bei ihm? Sydney snus nicht. Aber was ist das? Ihr verkauft Snus oder was? Ja, aber ohne Ich Tabak. gesund, mein Bruder. Ja. Wenn ihr gesehen habt, der Rohat, am Rohat hat Snus gar nicht gefallen, obwohl wir wissen, dass die von uns snusen. Wir hoffen jetzt, dass wir vielleicht den anderen von denen verwünschen. Vielleicht den Sydney direkt, aber ich nehme nicht an. Oh, schau da, Energy-Moderatorinnen laufen auch vorbei. Jetzt drehen wir den Spieß gerade mal geschwind um. Sind ihr Snoozerinnen oder Smokerinnen? Darf man sagen, keins von beiden? Ja. Ich habe Angst, dass ich voll Durchfall bekomme, wenn ich snooze. Ich Aber habe schon gehört, dass gewisse Leute dass das die Verdauung anregt. Dass du dann einfach irgendwie stundenlang auf der Schüssel hockst. Und ich habe eben eine recht gute Verdauung. Okay, ja, auf jeden Fall Nikotin regt die Verdauung an. Ja. Also Nikotin konsumierst du gar nicht? Nein, eben gar nicht. Ich habe noch nie eine ganze Zigarette Okay, dann würde ich es besser sein lassen. Irgendwann vielleicht Aber zurück. Aber wenn etwas, dann das. Sie ist Raucherin. Okay, und wo hast du Dara Sila? Sie Ist sie am Zügeln? Ja. Schreiben dir, sie soll kommen. Hat sie sich jetzt schon für einen Fußballclub entschieden? Ich glaube, GC. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Nein. Mal. Ja. GC? Vor allem, weißt du, das finde ich, es passt nicht, weil der Roman ist voll GC-Fan. Ich finde, sie müsste eigentlich FCZ-Fan sein. Nicht? Ja. Also wenn du nicht in Birmensdorf wohnst, dann ist es eigentlich schon FCZ. Nein, ich will jetzt auch nicht irgendwelche falsche Stimmung verbreiten, aber cooler Podcast machen wir. Danke. Und es ist wirklich eine coole Morgenunterhaltung. Danke vielmals. Danke Auch vielmals. wenn ich es noch nie probiert habe, es sieht super aus. Danke. Wenn ich irgendeinen Snus konsumieren würde, dann Edelsnus. Geil, danke vielmals. Schönes Festival. Ciao, ciao. So eine Jacke gönnen.
Gewinnen? Ja, oder bekomme ich irgendwie. Wird sehr schwierig im Fall. Vielleicht Ende Festival, vielleicht am Sonntag. Am Sonntag. Vielleicht. Was muss ich dann machen, dass ich eine Jacke Ich weiss nicht. Uns unterstützen. Wie mache ich das in der Snooze Company? Snus verteilen, Leute aufmerksam machen auf Edelsnus. Okay, mache ich. Aber Ist ich gut. bekomme eine Jacke über. Ich kann das noch nicht versprechen. Ich muss es jetzt zuerst abklären. Deine Jacke auch. Ich brauche die eben auch noch für Events. Aber brauchst du ja nicht mehr. ich könnte es abklären. Passt die Jacke dir überhaupt? Willst du sie mal probieren? Aber ich komme sie wieder retour rüber. So, wenn ihr seht, wir haben eine neue Mitarbeiterin. Endlich habe ich wieder warm. Also wenn ihr seht, die Jacken sind verdammt beliebt. Ich weiss nicht wieso. Freedom. Explore your future. So, wir haben hier eine Damengruppe. Wie ist dein Name? Flora, Tara, Fiona, Aline. Snus ist euch im Begriff? Ja. Edelsnus auch schon probiert? Sind wir gerade dran. Und wie ist der Geschmack so? Ey, mega nice. Wenn ihr jetzt mit der Zunge dran geht, ist es süßlich oder bitter? Du musst nur so schüch dran. Mega süß. Habt ihr schon mal Velo probiert? Ja, Velo. Dort würde ich es nicht machen mit der Zunge. Okay, was ich jetzt euch fragen wollte, beeinflusst es eure Entscheidung, an ein Festival zu gehen, ob es Snus hat oder nicht? Nein, sicher nicht. Gar nicht? Also sind ihr Raucherinnen oder Snuserinnen? Oder einfach Gelegenheitssnuserinnen? Gelegenheit. Es salzt, aber sehr salzt. Alternative würde ich sagen. Ja, ich würde auch sagen. Gute Alternative. Okay, wo geniessen ihr euren Snus am liebsten? Club? Ja. Also nicht einfach so. Irgendwo Wenn man nicht kann, Zigaretten drin rauchen. Ja. Okay, und wenn ihr jetzt könntet eine Snus-Geschmackssorte auswählen und Stärke, was würdet ihr nehmen? So mittel. Mittel? Nicht zu stark, weil sonst nicht zu stark, aber süß. Vorher hatte ich einen mit Melone, der war auch recht gut. Okay, also Melone ist auch einer meiner Favorites. Ihr seht, es kommt auch bei den Frauen gut an. Man würde es nicht gerade direkt denken, aber nicht unterschätzen. Danke vielmals für eure Zeit. Danke dir. Also wir sind jetzt hier bei der Panorama Stage. Neben mir haben wir den Chef, oder wie man auch sagt, den Gründer von Edelsnus. Salut zusammen. Er nennt sich Kevin. Kurz, vielleicht, euch interessiert sicher, wie kommt man darauf, eine Snus-Firma zu gründen? Ich weiss jetzt nicht, hast du schon immer als Kind eine Snus-Firma gründen oder wie bist du dazu gekommen? So? Nein, es war schon nicht gerade das Erste, als ich daran gedacht habe als Kind. Ich bin einfach relativ früh mit Snus in Kontakt gekommen. Ich habe Hockey gespielt sehr lange. Ich habe mit 4 Jahren angefangen. Nachher zu jungen Jahren kommt man halt in der Garderobe sehr früh mit Snus in Kontakt und das hat sich dann sehr lang in meinem Leben hat mich das begleitet. Und darum kenne ich das Produkt einfach sehr gut und es hat einfach Sinn gemacht, etwas mit Snus zu machen. Und jetzt ist es ja ziemlich schwierig mit so grossen Konkurrenten wie Velo, Siberia, Odens. Was sind so die grössten Schwierigkeiten? Die grösste Schwierigkeit ist sicher das Budget. Also das Marketingbudget ist halt bei uns wesentlich tiefer, als wenn man jetzt das von British American Tobacco anschaut, wo Velo vertreibt. Mit dem haben wir einfach am meisten zu kämpfen. Darum ist es sehr wichtig für uns, dass wir eben genau so Events sind, wo unsere Leute sind, wo unsere Zielgruppe da ist, gute Zeit haben und dann können sie etwas von Edel kennenlernen. Dann wissen sie nämlich, dass wir einfach sicher die besten Inhaltsstoffe drin haben und den coolsten Snus machen. So, jetzt ist ja der Edelsnus knapp 2 Jahre auf dem Markt. Ja. Was denkst du, wo siehst du Edelsnus in 3 bis 5 Jahren? In 3 bis 5 Jahren, also wir möchten definitiv Velo vom Thron verdrängen in der Schweiz. Also wir möchten ein bisschen Marktanteil sammeln. Dass die Schweizer einfach merken, sie sollen die Schweizer Produkte konsumieren, regionale Rohstoffe und das ist das Ziel, ja. In den nächsten 5 Jahren Nummer 1 in der Schweiz zu werden.
Jetzt fragen sich sicher auch noch viele, wo kommt man den Edelsnus über? Die einen sagen, ja, ich komme nicht an jeder Tankstelle über. Ja, das ist noch ein bisschen ein Problem, eben durch das, dass wir erst 2 Jahre da sind. Wir sind erst in ausgewählten Filialen erhältlich, vor allem im K-Kiosk findet ihr uns eigentlich überall. Im AWEC, in gewissen BP-Tankstellen. Sicher online, am nächsten Tag geliefert bei uns auf der Website oder bei snushaus.ch zum Beispiel. Und im Verlauf dieses Jahres sollten wir noch ein bisschen weitere Verkaufskanäle aufmachen in der Schweiz, sodass ihr uns auch gerade bei euch um die Ecke findet. Super, wir haben noch 2-3 Community-Fragen bekommen über Instagram. Sind ihr nicht einfach nur Velo aus der Schweiz oder was habt ihr sonst für einen Unterschied? Velo aus der Schweiz. Also klar, es ist neu durch ein ähnliches Produkt. Wir sind auch auf Zellulosebasis, wir haben auch Aroma drin. Was bei uns der Unterschied ist, wir haben alles natürliche Aromen drin. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Edelberry snuset, dann ist das ein Fruchtextrakt, das extrahiert wird und nachher zu einem Aroma gemacht wird, bevor wir das auftragen. Also wir haben alles natürliche Rohstoffe, wir haben Nikotin, das wir in der Schweiz sourcen. Nikotin wird aus der Tabakpflanze extrahiert und nachher auf unsere Beutel drauf gesprüht. Also von der Qualität der Rohstoffe sind wir sicher länger besser als Velo. Wir haben ein teures Produkt, das qualitativ hochwertiger ist. Von dem her würde ich uns nicht mit Velo vergleichen, einfach wegen der Qualität. Tut es mein Zahnfleisch ficken? Sind sie zu stark, bist du zu schwach? Das ist eine gute Antwort. Dann habe ich hier noch, wann kommt der Energy Snus? Das Ziel ist der Sommer, also freut uns. Der Sommer sollte der Energy Snus rauskommen. Ja. Und dann vielleicht noch eine andere Frage. Gibt es noch andere Snus, die in Planung sind oder kann man da noch nicht gross darüber reden? Es gibt noch einen, der in Planung ist. Es hat etwas mit Gletscher zu tun. Jetzt da gerade perfekte Ort, um davon zu erzählen. Also wir sind einen am Planen. Wir möchten ein bisschen auf Gletscherinitiativen aufmerksam machen. Ein bisschen, den Leuten bewusst machen, dass der Klimawandel eben da ist. Und für das machen wir speziell einen neuen Snus, wo wir auch einen Franken pro verkaufte Dose an Gletscherinitiativen spenden werden. Der wird im Herbst lanciert. Zum Namen sage ich noch nicht viel, aber sind gespannt auf den. Gut, dann danke dir vielmals für deine Zeit und ein schönes Festival noch. Danke auch vielmals. Brutal. So etwas brauche ich daheim auch. Boah, man hört es nicht, aber ich bin grotlos am Schnaufen. Das ist wie beim Motocross-Fahren, das geht in die Arme. Ja. So, wenn ihr hört, ich bin ein bisschen ausser Atem. Da durch Aufschuhe hinter mir sehen das ganze Sunrise Festival Gelände. Ich hoffe, euch hat die «Komm mit Edelsnus» gefallen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Einblick bekommen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Einblick bekommen über Edelsnus und was wir sonst so machen. Lasst sehr gerne ein Like, ein Abo da. Es ist alles unten verlinkt. Wenn ihr das Snus kaufen wollt, auch unten verlinkt. Geht Edelfisizei nicht vergessen. Peace out. Explore your future.